Heute besuchen wir Tara. Sie ist ohne Vater und mit einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen. Durch das war sie viel alleine und hat nicht immer eine einfache Kindheit gehabt. Das alles aufgearbeitet hat sie unter anderem dank der Musik. Mein Vater hat uns verlassen. Es hat schon vorher ein Problem gegeben zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Er war halt ziemlich gewalttätig. Er hat sie geschlagen, er war kriminell und dann haben sie ihn ausgeschafft. Ich war dort 4. Also ich bin mit 7 bin ich auf Serbien und ich bin dort in die 1. Klasse. Ich bin ganz allein auf Serbien. Meine Mutter hat mich runtergeschickt zu der Tante, weil ihr ist es nicht gut gegangen. Sie war krank, psychisch krank. Und das hat auch einen grossen Teil mit meinem Vater zu tun. Also als ich zurück in die Schweiz bin, war es für mich sehr schwierig am Anfang. Ich habe die Sprache auch schon ein bisschen vergessen, weil ich sie halt 2 Jahre nicht mehr gesprochen habe. Ich bin gemobbt worden, weil ich halt auch neu in die Klasse gekommen bin. Dann haben sie mich schon einmal so vom Schulweg mal getreten oder angespuckt. Ich habe mich ziemlich hilflos gefühlt. Ich wollte es niemandem erzählen. Ich wollte meine Mutter mit dem nicht belasten. Ich bin eine gute Schülerin, aber so ab der 4. Klasse hat es bei mir angefangen zu kippen, weil ich halt viel unterwegs war mit den älteren Leuten. Und die waren halt auch kriminell, die haben krumme Sachen gemacht. Ich habe mich halt weniger angefangen für die Schule interessieren. Ich habe auch meine Musik gemacht in dieser Zeit. Ich habe angefangen Texte zu schreiben. Ich war halt viel zu Hause in der Nacht am PC, habe Beats gehört. Ich habe so wie halt den Sinn nicht gesehen im Moment. Oder ich habe eine Mutter, die krank ist, die kein Geld hat. In dem Moment hat mich halt mehr interessiert, wie komme ich jetzt zu Geld? Oder wie kann ich jetzt in dieser Situation meiner Mutter helfen? Ein Auto einbrechen oder Leute ausnehmen. Diebstahl, so Sachen. Ich bin nie verwünscht worden. Ich habe mich schlecht gefühlt. Auch heute ab und zu holt mich das Ganze ein. Also in der 6. Klasse bin ich dann aus der Schule geflogen. Sie haben mich aus der Schule verwiesen, weil ich habe zu viel Schule geschwänzt. Und dann habe ich halt rebelliert, bis ich dann ins Heim gekommen bin, im Heizenholz in Zürich. Also im Heim ist es mir besser gegangen, weil ich halt auch mit Leuten war, die halt einen ähnlichen Background haben wie ich. Es waren auch Kinder aus zerrüttelten Familien, die zum Teil gar keine Eltern haben oder auch eine Gewalt, die erlebt haben. Und ich habe mich halt dort halt mehr verstanden gefühlt. Ich habe mich halt wirklich nicht mehr allein gefühlt. Bis zu diesem Punkt habe ich mich immer allein gefühlt, wie so halt Einzelgängerin. Bei mir hat es einen Klick gemacht, wo ich weg vom Heim bin, wo ich wieder zu der Mutter bin. Dort habe ich mich dann entschieden, okay, ich muss jetzt irgendetwas mit meinem Leben machen. Vor allem natürlich wegen mir selber in erster Linie, ja, aber auch meine Mutter zu lieb, dass ich uns ein besseres Leben ermöglichen kann und auch, dass sie stolz auf mich ist. Ich habe mich dann entschieden, ich mache jetzt Ausbildung, KV. Ich habe es durchgezogen, ich hatte ziemlich gute Noten. Ich habe mir selber auch etwas beweisen. Also Musik hat mir immer geholfen und Musik hat mich auch durch die gute und die schlechte Zeit begleitet. Also auch bis heute. Ich mache immer noch Musik. Bleib immer noch der fucking Young Duck in der Stadt. Mein Stoff macht sie los, doch sie will noch mehr haben. Das Leben ist ein Test, yippie yo, yippie yay. Wow, wow, West in das Club im System. Wie Django Unchained, hustle nicht ein Day. Kalter Blick seit Geburt, Augen voller Pain. Heute ich bin am Arbeiten. Also ich habe mich auch selbstständig gemacht. Ich habe jetzt eine Immobilienfirma zusammen mit einem Geschäftspartner. Wir verkaufen Immobilien, wir machen Finanzierungen, Bau. Also von A bis Z wir alles abdecken. Ich bin ziemlich stolz darauf, ja, weil ich meine, ich hatte nur 2 Optionen. Entweder gehe ich kaputt an dem Ganzen oder ich ziehe irgendetwas für mich raus und wachse an diesen Erfahrungen.